Im Genesis 1,26 gibt uns Gott den Auftrag zur Bewahrung dieser Schöpfung, dass wir auf die Welt schauen und für sie verantwortlich sind. Doch was machen wir mit dieser Verantwortung? Wir holzen den Regenwald ab. Klimaerwärmung ist schon lange Dauerthema. Es kriegen nicht mal alle Menschen auf dieser Welt genug zu essen. Und die Massentierhaltung ist jetzt für die Tiere auch nicht ganz das Geilste. Aber was wäre, wenn es eine Masterlösung gäbe, wo man all diese Probleme vermindern oder sogar ganz lösen könnte? Wo man sich 3-mal am Tag dafür oder dagegen entscheiden kann? Ich rede von unserer Ernährung. Ich meine, wir essen 3-mal am Tag und unsere Ernährung hat so einen grossen Einfluss auf unsere eigene Gesundheit, aber auch auf den ganzen Planeten und auf unsere Umwelt. Und ich finde, für das setzen wir uns viel zu wenig mit dem Thema Ernährung auseinander. Fleischessen ist etwas vom ineffizientesten, was es eigentlich gibt. Und ist sehr umweltschädlich. Zum einen stößt die Nutztierhaltung sehr viel Treibhausgas aus, aber zum anderen ist es eben auch völlig ineffizient, weil man für 1 Kilo Fleisch Unmengen an Wasser und auch Unmengen an pflanzlichen Produkten braucht. So viel, dass die meistens außerhalb von Europa importiert werden. Und meistens wird auch dafür der Regenwald abgeholzt, dass man genug Soja anbauen kann, wo nachher eben nicht dem Veganer, sondern meistens eben den Tieren verfüttert wird. Durch das haben wir eigentlich eine sehr grosse Entscheidungskraft, nur schon, indem wir unser Fleisch reduzieren oder einfach ganz darauf verzichten. Weil wirklich brauchen tun wir es ja eigentlich nicht. Ich höre immer wieder, unser Tierschutzgesetz, das ist doch eines der besten auf der ganzen Welt. Unseren Tieren kann es doch noch gut gehen. Das ist leider nicht so, wenn ihr es mal genau anschaut, dann kriegen die Tiere sehr wenig Platz, müssen zum Teil nicht mal Sonnenlicht sehen, verbringen ihr ganzes Leben auf einem Gummiboden ohne irgendwelche Einstreu. Und das nennt man dann tierfreundlich. Wenn ihr euch mal genau informiert und ein bisschen mehr dahinter schaut, dann merkt ihr selber relativ schnell, unsere Tierhaltung ist nicht wirklich tierfreundlich. Weil es ist immer noch eine Industrie, es geht darum, möglichst viel Produkt zu machen, möglichst viel Produkt zu verkaufen und möglichst viel Geld damit zu machen. Und wenn wir ehrlich sind, dann geht es in der Massentierhaltung überhaupt nicht ums Tier, sondern einfach nur ums Produkt, das am Schluss rauskommt. Und das Tier ist das, das nachher schlussendlich darunter leidet. Und ich finde, für das, dass wir auch ohne tierische Produkte auskommen, verursachen wir sehr viel Leid bei all diesen Tieren. Bei diesem Thema würde man jetzt vielleicht nicht denken, dass es direkt mit unserer Ernährung zusammenhängt, aber tut es eben trotzdem. Eigentlich hat es auf der ganzen Welt genug Nahrungsmittel, um alle Leute problemlos zu versorgen. Nur, es ist halt unfair verteilt. Wir aus der westlichen, privilegierten Welt beanspruchen sehr viele Nahrungsmittel für uns, aber eben nicht für uns selber, sondern für all die Tiere, die wir bei uns züchten, um sie später zu essen oder zum Milch zu produzieren. Und die meisten Futtermittel für die Tiere kommen eben nicht direkt aus Europa bei uns umeinander, sondern werden aus anderen Ländern importiert, wo riesige Felder angebaut werden, wo es nachher weniger Platz hat, um andere Nahrungsmittel anzubauen. Wie ihr seht, hat unsere Ernährung einen sehr grossen Einfluss, sowohl auf die Umwelt, auf Tiere, wie auch auf andere Menschen. Und da müsste man sich vielleicht schon mal überlegen, will ich bei jedem Mal essen, bei jeder Mahlzeit, auf all das so einen negativen Einfluss haben? Oder will ich mich zusammenreissen und etwas Gutes für die Welt tun? Ich meine sowieso, gerade bei uns in dieser westlichen Welt, wo der Cholesterinspiegel viel zu hoch ist,
würde eine vegane Ernährung durchaus auch gesundheitlich sehr viel Sinn machen. Aber meistens steht einfach unser Egoismus im Weg. Wir haben keine Lust, wir wollen nicht. Uns ist der Geschmack vom Fleisch wichtiger als das Leben eines Tier. Aber ich finde, das ist nicht unbedingt nur unsere Entscheidung, sondern gerade wir als Christen sollten uns ab und zu auch überlegen, was denkt Gott darüber? Oder was würde Jesus tun?